Hey, Baldi, geht's oder brauchst du einen Kran? Servus, Schuki. Oh, weißt du schon, Bandscheiben. Ja, weißt du ja, wenn's hinten weh tut. Ja, muss man vorne aufhören, ja. Aber vom Golfspiel kommt das nicht. Die sehe ich da allerweil bloß im Golfstübel. Auf dem Platz warst du Jahre nicht mehr. Ja, mei, Geschäft geht halt vor, gell? Und du, hast die Würstelbude heute schon zugesperrt? Nein, da ist meine Frau drin, die braucht auch Arbeit. Du Baldi, ich wollte dich einmal anrufen, ob du nicht irgendwas hast für mich. Ne? Haus, Wohnung, wurscht was. Ach so, Hauptsache Schwarzgeld ist aufgeräumt, oder? Versteh ich schon. Ja, man muss ja nicht alles am Finanzamt schicken, oder? Geht klar. Du, pass auf, hätte ich ein paar Sachen an der Hand. Erste Sahne, allerdings nicht ganz billig, aber ich sage, wie ein billiges Klump kann ich gar nicht leisten. Dann rufe ich die nächste Woche mal an, oder? Ja, genau, rufst mich an, ich bin im Geschäft. Ja. Oder auf der Rennbahn, ne? Oder beim Zocken im Take It Easy. Oder so, also, hab ich dir die Schuki. Habe dir, Baldi. Und denk dran, nicht zu fest umrennen im Cappuccino, gell? Steht für dein Kreuz. Ja, passt schon. Arschloch, Großkonzepts. Blöd, so. Giancarlo, was ist denn das für ein steiler Zaun da vorne? Das ist Frau Doktor. Aha, und was für Doktor ist Ihr Mann? Hat keine Mann. Ist selber Doktor. Ah, da schau ich, selber Ärztin. Verrick Kaffeehaus. Und wie heißt sie? Hat einen Doppelname. Difficile, sehr schwer. Alle sagen Frau Doktor zu ihr. Passt schon. Hm? Mein Lieber, du, das ist vielleicht schon was anderes als wie die Hausfrauen Schabracken, die sonst bei dir umeinander hängen. Die meine hat ein paar PS mehr. Sì, sì, Auto ist molto bella. Das Auto ist mir wurscht, weil ich am Fahrgestell. Bei dir da die Schuhe mal gerne einen kleinen Ölwechsel machen. Guardi attenzione, Frau hat Haare im Mund, eh? Auf die Zähne meinst Da auch. Ja, so seid ihr Itaka, wie Amore, verstehst? Und wenn's drauf ankommt, dann zieht sie ihren Schwanz ein. Das Imbecille. Was? Ich wollte dich fragen, magst du noch was trinken? Ja, magst du mir noch mal so einen Espresso, aber Macchiato. Va bene. Sto complicarle della Madonna. Ciao, Giancarlo, ich brauche dringend eine Latte. Das glaube ich auch. Na, Frau Doktor, haben Sie heute frei? Kennen wir uns? Noch nicht, aber ich hoffe, dass sich das bald ändern wird. Stangelmeier, Baldur Stangelmeier. Sehr angenehm. Trocken- und Fertigbau. Meine Freunde sagen Baldi zu mir. Plera Schipinski. Dr. Plera Schipinski. Ah, Ärztin, Respekt. So, un latte macchiato per la signora e un espresso macchiato per il signor Baldi. E Merci. un bicchiere di acqua minerale per favore senza gas. Certo. Wundervolle Aussprache. Haben Sie länger da gelebt? Ich habe ein Haus in der Toskana. Ah ja, da wenn's für mich was brauchen, gell, Anruf genügt. You want a house, we build it. Das ist mein Slogan. Danke, aber meine Casa Amelie ist perfekt. Ja, ich war ja lang nicht mehr da. Ja, ja. Ich bin jetzt immer in Kitz. Wie? Kitzbühel, meine zweite Heimat. Ah, ja. Haben Sie ein Haus da? Mein Haus. Giancarlo, du warst schon mal da. Ach, das ist kein Haus, das ist eine Villa. So, Acqua Minerale. Grazie. Prego. Mein gut, Villa ist jetzt vielleicht auch übertrieben, obwohl der Franzi irgendwie Franz, sagt. aber doch nicht Franz Beckenbauer. Ich sag Franzi zu ihm, wohnt direkt neben mir. Er sagt immer, Baldi sagt er immer, jedem anderen würde ich diese Hütte nicht gönnen, aber dir schon, weil du so eine charmante Drecksau bist. Das ist ja lustig. Bin so frei. Ah ja, wir verstehen uns gut, der Franzi und ich, gell? Super Nachbar. Er leiht mal wie sein Privatjet und ich leihe manchmal ein Puddingpulver. Puddingpulver? Ja, freilich, der Franzi, der steht auf Schokopudding. Unsere Alte ist halt überhaupt keine Hausfrau. Sie sehen sich also regelmäßig. Ja, in letzter Zeit nicht mehr so oft, weil ich bin ja auf der Flucht quasi. Vor der Steuer. Nein, vor die Russen. Weil dieses Russengeschwerdel, die pappen in Kitzbühel umeinander, wir fliegen auf den Scheißhaufen. Und darum sind Sie jetzt hier. Ja, inoffiziell schon. Offiziell wohne ich in Monaco. Wegen der Russen. Nein, wegen der Steuer. Ah, und warum sind Sie dann heute hier? Ja, ich bin ja eigentlich halbe da, gell, weil ich bin ja nicht blöd und hock in dem Prinz Albert sein Drecks Monaco umeinander, gell, bei der schwulen Ananas. Wissen darf's halt keiner. Was das Prinz Albert schwul ist? Ja, das weiß ja jeder. Wenn du dir in dieser Gesellschaft etwas leisten kannst, das darf keiner wissen. Weil einem niemand etwas gönnt. Ja, weil es Parasiten sind. Blutsauger, der Staat, die Patienten, die Krankenkassen. Ach,
Und am allerschlimmsten sind die Angestellten. Wem sagen Sie das? Lohnerhöhungen, ständig ist irgendeine Truller krank oder schwanger. Das sind die Deutschen. Probieren Sie es einmal mit Rumänen. Die arbeiten für ein Zehntel des Gehalts und die arbeiten bis zum Umfallen. Und Sterilisation steht bei mir im Vertrag. Wenn ich überhaupt einen Vertrag mache. Das klingt ja hochinteressant. Ja, wenn Sie da einmal was brauchen in Sachen Personalmaterial, habe ich eine sehr gute Adresse. 1000% diskret. Und sprechen die dann überhaupt Deutsch? Ja, auch nicht schlechter wie einer, der aus der Oberpfalz kommt. Das klingt ja sehr verlockend. Nicht halb so verlockend, wie Sie heute ausschauen, Frau Doktor. Aber nennen Sie mich doch Amelie. Amelie, so heißt mein Boot in Cannes auch. Sie haben ein Boot an der Côte? Ja, und ein Haus. Naja, was heißt Haus? Es ist nicht ganz so groß wie die Villa vom Depardieu neben mir. Gérard Depardieu ist Ihr Nachbar? Aber sagen wir doch du zueinander. Ich bin der Baldi. Darf ich dich auf einen Champagner einladen? Aber gern Baldi. Baldi klingt irgendwie italienisch. Naja, ich bin ja ein halber Römer, gell? Ich hab immer noch meine Dachterrassenwohnung da. Aber gehen wir doch zu mir, weil den Blempit, den da der Giancarlo Champagner anbietet, den möchte ich dir nicht zumuten. Ja, aber wir haben doch noch gar nicht bezahlt. Ja, das passt schon. Der verdient übers Jahr nur mit mir. Ja, dann, wie der Italiener sagt, andiamo. Genau. Giancarlo, vieni. Arrivo. Marta, che c'è? Hat der fette Stangelmeier überhaupt bezahlt? Oh Marta, hast du es immer noch nicht verstanden? Angeblich ist er pleite. Allora ist er nicht nur impotent, sondern auch insolvent. Bravo! Die blöde Sau. Egal wie pleite der ist, irgendein Trutschen findet sich immer, der auf ihn reinfällt. Hm?